Der Plattcaller-Stammtisch aus dem katholischen Bildungswerk Wuppertal Solingen-Remscheid. Guten Abend zusammen und herzlich willkommen zurück bei Plattgesagt auf der 107.4. Ein neuer Monat hat begonnen und wir haben eine brandneue Folge für euch. Hallo, wir sitzen natürlich auch heute wieder mit Abstand im Studio. Wir hoffen, dass ihr es zu Hause gemütlich habt und freuen uns auf eine Stunde Radio mit euch. Bevor morgen der Alltag wieder losgeht, wollen wir nochmal für einen entspannten Sonntagabend sorgen und haben dafür einige interessante Sachen mitgebracht. Bevor wir aber darüber reden, um was es heute gehen soll, fassen wir nochmal kurz für euch zusammen, was in der letzten Folge so passiert ist. Ja, da haben wir ja über Sprachwandel geredet und rausgefunden, dass Sprachen sich schon immer verändert haben und das vermutlich auch immer weiter tun werden. Genau. Und dass das gar nicht unbedingt was Schlechtes bedeuten muss. Ja, vielmehr ging es darum, dass sprachlicher Wandel als neu angesehen werden kann und nicht immer schädlich, bietet eben auch viele Chancen. Und außerdem ist das total wichtig, um eine Sprache aktiv zu halten. Wenn sie sich wandelt, bleibt sie in Bewegung und kann durch die Zeiten und Generationen weiter bestehen. So, aber nun genug aus dem letzten Monat. Worum wird es denn heute gehen? Was euch in der heutigen Folge erwartet, das erfahrt ihr gleich nach der Musik. Also bleibt dran. Der Plattcaller-Stammtisch auf der 107.4. Da sind wir wieder bei Plattgesagt. Ich hoffe, ihr seid alle noch dabei, denn wir starten jetzt mit den Themen unserer heutigen Sendung. Nachher, kann ich jetzt schon mal verraten, haben wir einige Stücke auf Platt für euch. Es gibt einen Schwenk in die Vergangenheit, aber auch der Computer wird Thema sein. Am Ende haben wir natürlich auch wieder einen Quiz parat. Bevor es damit aber jetzt losgeht, haben wir uns heute eine ganz alltägliche Frage gestellt, über die wir gerne mal ein bisschen reden wollten. Ja, und zwar, wie präsent ist Platt eigentlich im öffentlichen Raum? Begegnet uns das ob der Strote im Alltag und sollte uns das vielleicht ein bisschen öfter über den Weg laufen? Also ich finde definitiv, dass es uns im Alltag häufiger über den Weg laufen sollte, weil meiner Meinung nach ist es nicht sehr präsent im Alltag. Mir fallen jetzt nur 2 Beispiele in Kronberg ein, wo man das finden kann, nämlich einmal die Tageszeitung bzw. die Lokalzeitung und das Denkmal in Kronberg. Ja, da ist Platt präsent, da wird es einmal wöchentlich in der Lokalzeitung gebracht, da gibt es einen kleinen Text, weiß ich, ne? Und du meinst dieses Gedicht, was neben dem Denkmal am Kringseck steht, ne? Aber das ist ja eigentlich auch nur so für die Leute, die sich aktiv damit beschäftigen und die davon wissen, dass es das gibt. Meinst du, die Leute, für die Platt neu ist und die sich vielleicht mit der Sprache mehr auseinandersetzen würden, meinst du, die bemerken das im Alltag? Ich glaube, wenn sie tatsächlich aktiv auf der Straße zuhören und die Menschen bemerken, die es noch sprechen, dann auf jeden Fall. Aber angenommen, ich wäre jetzt neu in Kronberg und würde Platt eben nur über diese beiden Arten von Medium wahrnehmen, dann würde ich schnell denken, dass es etwas Altes, schon Vergangenes ist, was nicht mehr aktiv gesprochen ist. Also ich glaube, das ist sehr stark mit diesem geschichtlichen Vergangenen verknüpft. Und das ist, glaube ich, das Problem. Also das wäre ja eigentlich ein gutes Beispiel, woran wir anknüpfen könnten, weil wir 2 sind ja aus Kronberg, kennen die Sachen, die es da gibt. Aber fällt dir das jetzt in Barmen oder Elberfeld auf? Nee, gar nicht. Also ich muss aber auch sagen, dass ich nicht aktiv danach gucke. Also das hat für mich nicht so einen starken Bezug in meinem Alltag, dass ich danach aktiv suchen würde und dass es mir direkt auffallen würde. Wenn ich jetzt eine Person wäre, bei der das der Fall wäre, könnte ich bestimmt ein paar Sachen nennen. Aber alleine, dass es mir noch nicht aufgefallen ist, zeigt ja schon, wie präsent es dann sein muss. Wäre ja eigentlich schön, die Leute auch einbeziehen zu können, die eigentlich überhaupt nichts damit am Hut haben und auch gar nicht wissen, dass hier noch Lokalsprache gesprochen wird, dass die im Alltag vielleicht ab und zu darüber stolpern und sagen, aha, hier ist nicht nur Hochdeutsch und es gibt noch Leute, die sich damit auseinandersetzen, ne? Ja, genau, weil nur so kann es ja auch dann wieder in den Alltag einziehen. Also nur so können wir die Sprache ja aktiv halten, beziehungsweise auch neue Leute dazu bekommen, die die Sprache sprechen wollen, lernen wollen. Absolut, ja. Ich wollte gerne nochmal auf was eingehen, was du gerade eben gesagt hast. Du meintest, Platt sei mehr so mit Geschichte verknüpft. Du meinst also, Es braucht eher einen modernen Bezug so, also dass Platt im Alltag auf der Straße, im öffentlichen Raum so mehr als gelebte Sprache dargestellt wird und auch als solche verstanden wird. Ja, auf jeden Fall. Also das heißt ja gar nicht, dass man das von dem geschichtlichen Gut, von dem geschichtlichen Wert trennen muss. Also es ist ja auf jeden Fall so, dass es eher eine ältere Generation betrifft und eben auch mit deren Erfahrungen und mit deren Erlebnissen aufgeladen ist. Aber das heißt ja nicht, dass wir es aus dem Alltag komplett rausstreichen müssen. Also ich fände es zum Beispiel auch schön, wenn wir irgendwie mehr Plätze hätten, wo es auch in einem geschichtlichen Zusammenhang stehen würde. Also es muss ja gar nicht unbedingt direkt in neue Zusammenhänge gebracht werden, sondern auch die alten können ja bestehen bleiben, aber dann müssen die eben mehr werden.
Ja, denke ich auch, weil so können dann auch wieder neue Leute gewonnen werden, die die Sprache sprechen oder sich zumindest damit beschäftigen. Ne? Ja. Schreibt uns gerne, was ihr davon haltet. Wir hören uns nach dem nächsten Lied. Bis dann. Der Plattkeller-Stammtisch auf der 107.4. Wir sind zurück bei Platt gesagt und jetzt wird hier auch wieder platt gekallt. Ich habe ein Gedicht dabei, das womöglich ganz gut zum kalten Julibeginn letzte Woche passt. Wir werden noch sehen, warum. Emil Christians ist Kronenberger Mundartdichter, der stammte von Kuchhausen und schrieb vor allem Mitte des letzten Jahrhunderts viele Stücke auf Kronenberger Platt. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, 1948, hatte er von den Behelfsheimen zu berichten, die provisorisch aufgebaut worden waren. Die waren klein und eng, aber bevor ich zu viel verrate, hören wir uns mal an, was Emil Christians damals bei den Behelfsheimen erlebt hat. Am Pöttweg stong en ganzen Striemen van den neuen Behölpeshirmen. Ma leeft und nit grad überschwenklich, es geht uselig und enklich. Irgendwann den Hüskon hurt im Ö. Der hätt auch Blagen, en Stück auf 3. Dobi en Frau get korpulent, so wo der Ö alt get gewend. He droret ever mit Geduld. Nu neulich, wo he arch verkuhlt. Do seid hier für sinnen Arbeitskollegen, der hätt gefroht, warum und weswegen. Ja, sich, dat ech so arch verkohlt, do es der Krestach anen schuld. Denn zängter den kresshelligen Dagen, tüt dat bi mir, ich machet nit sagen. Tüt, frot do der Angermann, seht Krestach, sag, wie kömmt dat dann? Ja, seht der us kläng der Göt, der kriegt doch ob Krestach en Schockelpät. Und sich, seht dann, do is dat so, us Hustür geht nu nit mehr to. Der Plattkeller-Stammtisch auf der 107.4. Wir sind wieder da und haben ein weiteres Stück ob Platt für euch. Das hat uns der Ferdi Blome freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Er gehört zu den Obrams, schreibt übrigens auch Texte für die Platt-Rubrik in der Lokalzeitung, die wir gerade eben angesprochen haben. Und von ihm haben wir den hongersten Geburtstag für euch. De Familie trof sich zu nem grueten Fest. So in ein Ereignis go wird jo auch seilen. Der Opa wird 100 Jahr alt. De Ströf war voll von Gratulanten. Der Pastor war gekommen, der Bürgermeister gratulierten und auch de Nobern kieken bei ihm rin. Natürlich waren der anderen Verwandten auch mit von der Partie. Der Opa saß in seinem großen Sessel und hat dabei de Piepe an. Er hat in seinem langen Leben viel erlebt, in guten und schlechten Tiden. Oft hat er ob manches verzichten müssen. Aber seine Piepe und den Schnäpsken hat er sich immer gegönnt. Der Opa war für sein Urlaub noch röstig und im Hinsekasten noch ganz klar. Bei Koffer und Kuchen wurde dann alles Mögliche von früher vertault. Er war auch ob de Blagen von Matta als Studierendetten oder der kahlen bolde Rente kräch. Der Ing vertault dann von seinen Krützping, der andere dofan, dat he gestern noch beim Doktor gewesen is. Der Opa mingte dann ganz verschmitzt. Jo, so is dat mit ollen Lüden. Dat säht he natürlich ob platt, denn dat Dütsche log em nit. Und wenn einer von den ganz Klugen damit ankom, hat de beim Opa Schleitekarten. So seht einer und der Verwandtschaft. Hör doch mal, Großvater, das ist doch irgendwie unbegreiflich. Du bist jetzt 100 Jahre alt, obwohl du rauchst und Alkohol trinkst. Dabei ist das doch so ungesund. Ach Jung, seit der Opa finnig grinsend. Dat wird wohl daran liegen, dat ich in einer Tiert geboren wurd, als mir dat noch nit gewusst hätt. Ja, man kennt die Opas, die haben so ihre Weisheiten, ne? Danke fürs Vorlesen und an Ferdi Blome, dass er uns den Text gegeben hat. Gleich gucken wir dann mal, was womöglich beim Opa auf der Kaffeetafel gestanden hat. Holt ruhig schon mal Stift und Papier raus, et gött gette schrieven. Der Plattkeller-Stammtisch auf der 107.4. Wieder zurück. Wir freuen uns, euch heute eine Rubrik bei Platt gesagt vorstellen zu dürfen, die der ein oder andere vielleicht schon aus vergangenen Folgen kennt, die aber nun bei Platt gesagt das erste Mal in dieser Form vorkommt. Genau, heute gibt's was gegen die Langeweile, die sich in der Corona-Zeit ja schnell mal einschleichen kann. Wer es gerade eben verpasst hat, schnell was zu schreiben holen. Bergische Rezepte. Wir haben für euch 2 bergische Spezialitäten rausgesucht, deren Zubereitung ganz einfach ist.
Ja, wir haben sie schon mal in dieser Sendung angesprochen, als es darum ging, dass viele andere Schulkinder beim Tag der offenen Tür an der Schule diese Spezialitäten gar nicht gekannt haben, als unsere Klasse sie zubereitet hat. Sicher werden erfahrene Leute aus dem Bergischen die schon kennen, aber wir dachten, wir fangen hier mal mit den Grundlagen an. Unser erstes Gericht wurde früher von den Arbeitern der Schleifkotten während des langen Arbeitstages zwischendurch gegessen, weil es so schnell zuzubereiten ist und schön satt macht. Von den Schleifern an den Kotten, die hier überall an den Bächen standen, hat es auch seinen Namen. Mittlerweile gehört es zu den bekanntesten bergischen Gerichten, ist auf jeden Fall fester Bestandteil der Speisekarte in unserer Region. Man braucht dafür 2 Scheiben Schwarzbrot, Vollkornbrot geht auch, Senf kommt dazu, Zwiebel, Butter und Kottenwurst. Natürlich geht es um die Kottenbutter. Legt eure beiden Brotscheiben also zuerst nebeneinander. Bestreicht beide zuerst mit Butter und anschließend mit etwas Senf. Legt jetzt die Kottenwurstscheiben auf eine Brotscheibe und die ebenfalls in Scheiben geschnittene Zwiebel obendrauf. Legt jetzt die andere Scheibe einfach drauf und halbiert sie. Jetzt habt ihr 2 leckere Kottenbuttern. Ja, ich erinnere mich, die gab es auch immer beim Mundartabend. Dicke, dunkle Wurstscheiben auf körnigem Brot mit Senf und Zwiebeln, da brauchte man danach eigentlich nichts mehr. Und falls ihr aber nach so einer deftigen Speise noch Lust auf was Süßes habt, haben wir im zweiten Rezept das Richtige. Für diejenigen, denen ein sehr fettiger Nachtisch nichts ausmacht, ist das genau das Richtige. Bullebäuskes gehören auf jeden Fall zu einem bergischen Kaffeetrinken dazu. Es gibt verschiedene Arten, sie zuzubereiten, die variieren auch von Ort zu Ort. Wir haben jetzt eine einfache Art zum leichten Nachmachen ausgesucht. Ihr braucht für die Zubereitung 250 Gramm Mehl, 250 Gramm Quark, 100 Gramm Zucker, 4 Eier, 4 Esslöffel Milch, ein Päckchen Backpulver, 2 Päckchen Vanillezucker, etwas Puderzucker und natürlich Fett zum Ausbraten. Zunächst vermischt ihr die nassen Zutaten, den Zucker und den Vanillezucker und gebt anschließend Mehl und Backpulver hinzu. Danach rührt ihr nochmal alles gut durch. In einer Pfanne oder einem Topf lasst ihr Fett heiß werden. Formt mit einem Löffel kleine Bällchen und gebt sie in das heiße Fett, bis die Bällchen eine goldgelbe Farbe annehmen. Denkt dran, die Bällchen müssen schwimmen können. Legt die fertigen Bullebäuskes anschließend auf Papiertücher, um das Fett abzufangen und serviert sie zum Schluss mit etwas Puderzucker. Du löbt mir et Warte alle Monk zusammen, sag ich mal. Ich hoffe, euch zu Hause ging das genauso und ihr macht die Rezepte zahlreich nach. Falls ja, wünschen wir guten Appetit und viel Spaß dabei. Zunächst aber wünschen wir euch gute Unterhaltung und viel Spaß beim nächsten Lied. Der Plattkaller-Stammtisch auf der 107.4. Wir sind wieder zurück bei Plattgesagt. Heute ist es ja mal wieder ein bisschen entspannter. Wir haben ja schon erzählt, dass wir jeden zweiten Monat hier so eine schöne Plattrunde veranstalten wollen. Und damit machen wir jetzt direkt weiter. Nachdem wir heute schon von 1948 und vom 100. Geburtstag berichtet haben, geht es jetzt um den Computer. Jürgen Wisker hat davon beim Mongard Oven 2011 berichtet. Seinen Text lese ich jetzt mal vor. Computer von Jürgen Wisker. Der Kai war dat alleng sin liet, wie dat bi Junggesellen döckes giert. He hatte Höhner sich afgesturten, kankt all Episoden, klirnen und groen. Doch nu hat he de Nas dovon voll, sin hatte fühlt sich an wie Holl. So set he auch es wir im Dengen und überlädt im Fraumensch de Fängen. He hat alt allerlei weiter gekankt, und remschet ebbefeil und Stadt und lang. Doch dat Reite wort all nit gewesen. He gripp no der Zeitung, gette lesen. Und wie dat mit Onger so passiert, fällt sin Uhr ob en Anzeig, wo so nen Computerkehl und Ebbefeil annonciert. Der schrieb do, haben Sie Partnersorgen? Besuchen Sie mich im Büro, am besten gleich morgen. Der Kai denkt sich, do gonn ich hin, dann sall ich wal dat Anger sinn. Am nächsten Morgen, dat war klar, dat he der Erste im Büro war. Der Computerkehl, so nen dörren Blirken, du'n Brell stark wie Brennglaser, der die kieken, he striek sin lang knöckerige Finger und knipscht an seinen Computerdingern. Und seht es der Kai sin Problem und rien geleit, das ist für mich und meinen Computer eine Kleinigkeit. Doch wo wir gerade bei Kleinigkeiten sind, die Beratung kostet 20 Mark. Danke, es stimmt. Nun hören Sie mal zu, um Sie gut zu beraten, braucht der Computer so diverse Daten. Wie soll sie denn sein? Wie alt, wie groß, geschieden, verwitwet, kinderlos, blond, rot oder brünett, reich oder arm? Dem Kai wurd bei der Frogerei ganz warm. Jedoch gedürlich und akkurat, seit he dem Kerl, wat he für Wünsche hat. He seht, ach wir unser liebe Mann, so brucht gehen Geld und kein Schönheit han. Hauptsache es, ich sag et ehrlich,
Se ist noch oschölich und reit manierlich. Der Kerl sagt, nun gut, wir wollen mal sehen, und tippt alles in seinen Kasten herein. Wie sie fertig waren, seht he nun aufgepasst. Der Computer prüft nun in emsiger Hast, wer aus unserer Datei für sie die richtige Partnerin sei. He kickt ob den Bildschirm und seht dann mit Wonne, die Idealpartnerin für sie wäre eine Nonne. Der Kai schnappt nur laut und wie he se het, nimmt he den Flabes in et Gebet. Du Halsabschnierder, brüllt he ihn an, ich will mich 20 Mark wir han. Du Scharlatan, du dösigen Lappes, du bist jo wohl nit reit im Kappes. Hier im Weg, no kruem Brech orop, do gäng ihm dat alles noch durch den Kopf. Und es he dann te Hirmen war, do würd ihm dat so richtig klar. He deit, et hatte und de Siel, se nix für so'nen elektrischen Donnerkiel. Der Plattcaller-Stammtisch auf der 107.4. So, wir sind wieder da und haben uns schon wieder was Neues ausgedacht, um den Plattlernprozess mal wieder in Schwung zu bringen. Genau. Wir wollen ja auch immer ein bisschen dafür sorgen, dass die es noch nicht so gut können, ein wenig mehr Gefühl für die Sprache kriegen. Und natürlich auch, dass wir selbst dazu lernen. Und deshalb haben wir ein spontanes Quiz dabei, bei dem ihr auch gerne mitraten könnt. Wir werden uns selber je 3 Begriffe in Mundart vorlesen und der andere muss dann die Übersetzung raten. Willst du direkt mal anfangen? Ich habe dann nämlich direkt das erste Wort für dich. Ja klar, gerne. Das ist bei mir im ersten Text, den ich vorgelesen habe, schon vorgekommen, und zwar Schockelpäd. Ah, stimmt, ich erinnere mich, das war das Gedicht von 1948. Ich könnte mir das so herleiten, Schockel, das ist ja so was mit Bewegung, also so Schockeln kennt man ja so ein bisschen auch im Hochdeutschen, so umgangssprachlich. Ja. Dann im Zusammenhang mit Pad, das heißt Pferd, dann würde ich da mir Schaukelpferd herleiten. Richtig, war das Geschenk, was der kleine Sohn bekommen hat zu Weihnachten. Genau. Okay, dann mache ich direkt mit dem nächsten Begriff für dich weiter. Der wäre Erpelschlot. Oh, das ist relativ einfach. Ich weiß, dass meine Oma den immer gemacht hat. Ich finde, der beste überhaupt mit Zwiebel und Gürkchen und Mayonnaise, nämlich Kartoffelsalat. Genau, das kann man sich ja auch ganz gut herleiten. Äpfel sind ja Kartoffeln. Mhm. Ja, eben Erdäpfel. Ich glaube, davon kommt es, genau. Ja. Und dann Schlot ist der Salat. Gibt es auch eine Verbindung hin. Ja. Wie wär's denn mit Surmerneid? Also ich hätte jetzt so direkt gedacht, schon auch von der Betonung her, dass es Sommernacht bedeutet. Ja, so ist das auch. Das ist relativ leicht, ne? Also ist so ein bisschen die Betonung anders, Surmerneid, aber das hört man ja eigentlich genau. Ganz gut raus. Da kann man schon relativ gut sehen, wie leicht es eigentlich ist, platt zu verstehen, auch wenn man es nicht wirklich gelernt hat. Ja, genau. Und mein nächster Begriff, der war auch schon in einem Beitrag drin. Ich verrate aber noch nicht so viel. Das war Hirnsäckkasten. Oh, stimmt, ja, den habe ich nicht gekannt. Ich habe gerade eben überlegt, was das heißen mag und konnte mir das aus dem Kontext dann erschließen, weil der war, glaube ich, noch ganz klar im Hirnsäckkasten, der Opa. Genau. Und deswegen nehme ich an, das bezieht sich dann auf den Kopf, also das Oberstübchen, wie man so im Hochdeutschen sagen würde. Ne? Genau. Aber ich glaube nicht, dass ich jetzt ohne Zusammenhang wirklich gekonnt hätte. Nee, ich auch nicht. Also Kasten vielleicht, ne, und dann irgendwie so eine Art, also Hirnsäckkasten so in die Richtung irgendwie so was Maschinelles irgendwie, ne, dass so bestimmte Prozesse da im Kopf ablaufen. Ne, sowas sagt man ja auch im Hochdeutschen so ein bisschen, aber sonst hätte ich das vermutlich auch nicht gewusst. Ja, wo wir gerade bei den Körperteilen sind, was sind denn Teng? Das weiß ich tatsächlich von meinem Opa. Der hat damals schon häufiger auch Gedichte vorgelesen, in denen das drin vorkam, mit dritte Teng zum Beispiel. Ja. Und deshalb weiß ich, dass es Zähne sind, aber das hätte ich mir vermutlich auch nicht denken können, wenn ich nicht einen Bezug zu Platt hätte. Ja, wobei es da auch irgendwie eine Verbindung gibt, ne? Also Zähne, Täne, Teng, ja gut, das geht schon ziemlich abstrus, aber kann man sich erschließen. Zumindest im Zusammenhang. Ja, das hat doch mehr oder weniger gut geklappt. Vielleicht können wir das ja noch mal häufiger machen. Ja, sehr gerne. Ich finde, das ist eine gute Idee. Da kann man ja auch vielleicht in Zukunft so ein bisschen die Schwierigkeitsstufe immer weiter steigern. Ja, und wenn ihr noch nicht genug vom Raten habt, dann kommt gleich natürlich noch unser gewohntes Hörerquiz. Also ihr wisst Bescheid, dranbleiben. Der Plattcaller-Stammtisch auf der 107.4. Kommen wir nun zum Ende der heutigen Folge. Und das besteht, ihr kennt das, aus dem Quiz. Jetzt also seid ihr selber dran mit Raten. Zuerst aber noch die Auflösung vom letzten Monat. Da hatten wir gefragt, was Huppenloke wohl bedeuten könnte. Die Lösung ist ein abgelegener Ort. Wer also zum Beispiel im Huppenloke wohnt, der lebt weit ab vom Schuss, eben im letzten Loch.
Auch diesmal haben wir wieder ein ungewöhnliches Wort für euch rausgesucht. Ich persönlich glaube, dass auch die vielleicht noch nicht so gut Platt sprechen, das übersetzen könnten, aber die Bedeutung rauszufinden, gehört dann, glaube ich, wieder zum höheren Level. Also, unser Juli-Wort lautet Dövelsbrot. Wer das weiß, kann uns gerne wie üblich eine Mail an plattgesagt@gmx.de schreiben oder auf Facebook oder YouTube einen Kommentar hinterlassen, je nachdem, wie ihr uns gerade verfolgt. Da findet ihr uns jeweils unter plattgesagt. Also nochmal, das Ratewort Dövelsbrot. Immer her mit den Lösungen. Und auch ohne Quizauflösung könnt ihr uns natürlich gerne schreiben und Ideen, Wünsche oder Kritik loswerden. Und dann sagen wir, bis zum nächsten Mal. Tschüss.